Soy isim? Also, mein Name ist Ergün Orhan, geboren am 10.06.89. Ich bin 28 Jahre alt. Also ich habe viel Arbeit, ich habe in Versicherung gearbeitet, ich habe in viele Fabriken gearbeitet und ja, unterschiedlich. Also wie ich kennengelernt habe, ist wie gesagt viel aus Videos, also von einigen Shuyuchs, und von einigen Moscheen, viele Seminare, zum Beispiel in Bonn, Köln, allgemein in Nordrhein-Westfalen. Ja, und wie gesagt, auch in einer Moschee. Wie heißt die Moschee? Die Moschee heißt Abu Bakr Moschee. Da war ein Sheikh und mit Kunya hieß er Abu Ubaida. Und der hat halt gesagt, ja, das ist der richtige Weg etc. und hat mir einige Ratschläge gegeben. Ja, und ich soll einige Videos anschauen und für meinen Dien lernen. Und ich soll nicht meine Pflichten vergessen, da du ein Muslim bist. Und ja, wie gesagt, langsam sozusagen bin ich hochgestiegen. Und ja, und damals mein Freund, vorher schon nach Daesh gegangen. Auch Wie war der Name von deinem Freund? Die Kunya hieß Abu Mujahid, ja, Abu Mujahid. Deutsch oder Türk? Der ist Tunesier gewesen. Tunesien. Und der hat gesagt, ja, also schon vorher, das ist der richtige Weg etc. Und das ist ja um Paradies zu erlangen, ist das die einzige Lösung für dich. Also danach habe ich mich entschlossen, das war so 2014, 4., 5. Monat, bin ich aus Deutschland nach Türkei gereist, nach Antalya. Und von Antalya aus nach Gaziantep. Und wie gesagt, in Hotels waren viele Muhajirin am Warten. Ja, und die wollten schließlich nach Syrien. Und da habe ich auch gewartet, da habe ich eine Nummer bekommen von jemandem, der mich abholen soll aus Antep. Bist du alleine gekommen von Deutschland oder? Nein, ich bin mit meiner Frau gekommen. Mit deiner Frau? Nein, ich bin mit meiner Frau gekommen. Also von Syrien, also von Antep nach Syrien, nach Jarablus war der Weg frei. War der Weg frei und ja, da hat es gar keine Probleme gegeben, durchzukommen nach Jarablus. Also danach, nach Jarablus, musste ich mich erstmal von meiner Frau trennen. Da haben wir in einer Schule uns versammelt und wir haben knapp 20 bis 25 Tage gewartet, um eine Moschee anzufangen. Also militärisch und Theorie. Erstmal sind wir nach Tabqa gegangen, um Moschee anzufangen. Da haben wir auch über Islam, die haben über Islam geschult etc. Da haben wir ein bisschen Sport gemacht. Und danach sind wir zum militärischen Bereich gegangen. Das war in Raqqa, soweit ich weiß, ja, Raqqa. Da haben wir auch knapp 1,5 Monate dort Moschee gemacht, militärisches Wissen, Praxis etc. Und danach sind viele sind in bestimmte Bereiche hingegangen. Manche sind kämpfen gegangen, manche sind, wie soll ich sagen, manche sind in andere verschiedene Arbeiten hereingegangen. So, also meine Kunde heißt Abu Bakr Almani. Also nach Moschee bin ich nach Münbisch gekommen. Also meine Arbeit dort war
als Übersetzer, Wache halten und ab und zu die Leute helfen, umzuziehen, Sachen zu tragen etc. Das war erstmal meine Arbeit in Daesh erstens und danach nach knapp 1,5 Jahren bin ich zur sozusagen Polizei, von Daesh Polizei reingekommen, zum Arbeiten. Da habe ich auch verschiedene Arbeiten gemacht. Wir haben Straßen gesperrt, die Leute kontrolliert. Ich habe im Knast auch Wache gehalten, Essen gegeben etc. Das war so groß und ganz meine Arbeit in Mehmet, in Shurta Askeriye. Und ja, und wie gesagt, wo ich in Idara war, da habe ich auch gesehen, dass einige nach Türkei gegangen sind. Die verletzt waren. Damals also viele kamen und haben einen Emir gefragt, also Erlaubnis gefragt, ob die nach Türkei gehen können oder ja oder nein. Und viele sind dorthin gegangen. In Türkei waren viele Krankenhäuser, einige Krankenhäuser, viele Menschen, die haben sich dort befunden. Von welchem Weg? Von welchem Weg? Von Cerablus'tan nach Antep. Cerablus'tan nach Antep. Ja, und das wussten alle viel, also wussten fast alle. War kein Geheimnis. Ja, und dass Daesh auch in der Grenze in Türkei arbeitet, das war auch bekannt, Das war auch bekannt in der Türkei, in der Grenze. Das haben wir auch mitbekommen. Krankenhaus, wo waren Sie? Also Krankenhaus, wie ich gehört habe, und ich habe ein Foto gesehen, das war von einer Person, der war in Istanbul, der war verletzt. Der hat sich in Istanbul gefunden. Und ich habe auch gehört, in der Grenze in Syrien, also wo genau, welche Stadt, weiß ich nicht. Und die kranken Leute, wie gehen die in Istanbul oder? Also eigentlich ganz leicht, die brauchen nur einen Stempel von meinem Emir, also Erlaubnis damals. Und der Weg hat die Türkei freigemacht und uns ganz einfach dadurch gefahren. War eigentlich ganz einfach, gab es keine Probleme etc. Also wie gesagt, die haben Erlaubnis von meinem damaligen Emir bekommen, einige, dass sie nach Türkei gehen, soweit wie ich weiß und gehört habe, nach Istanbul, da waren viele Verletzte, wollten nach Türkei gehen, wie gesagt, um Operationen dort durchzuführen etc. wegen ihrer Verletzungen. Und das war ja auch bekannt und das haben auch viele mitbekommen. Und wie ich auch gehört habe, ein Teil von einem Krankenhaus gehörte Daesh. Also ein Teil von einem Krankenhaus, wie ich gesagt habe, das war glaube ich auch in Istanbul, das war bekannt, habe ich auch gehört. Ja, und wie gesagt, der Weg war frei und da hat Türkei mit Daesh zusammengearbeitet. Ja, und wie gesagt, viele Sachen, zum Beispiel Zeit in Kobani, da hat Daesh also von Türkei Erlaubnis bekommen, die Grenze zu überqueren und in Kobani reinzukommen. Und das hat auch Türkei erlaubt. Das haben auch die meisten mitbekommen, also das ist kein Geheimnis. Ja, wie gesagt, und meine Arbeit danach, nach Manbij in Bab, habe ich in Shurta Askeriye weitergemacht, also so in der Art Polizei. In Bab habe ich auch
der hat auch Türkei angegriffen und hat sozusagen ganze Stadt zerstört. Ja, die haben viel gebombt. Viele Menschen wurden verletzt, auch zivil, ja. Auch Zivile und Kinder. Selbst Krankenhäuser, Krankenhäuser haben die auch gebombt. Ja, und sozusagen Belp war Schutt und Asche. Ja. Und in Belp habe ich auch Ribat gemacht gegen Türkei und deswegen habe ich auch selber gesehen, selber erlebt, selber gesehen. Ja, wie gesagt, dann habe ich auch in Halep Wache gehalten, Ribat. Also das war meine letzte Arbeit. Also nach Shurta Askeriya bin ich zu Scharfschützengruppe sozusagen reingekommen und habe Ribat gehalten. Bis wir in Halep uns zurückgezogen haben. Und danach habe ich in Jazeera etc. mit Mobilfunkgeräte etc. Sozusagen ein Lager. Also ich war sozusagen zuständig für Lager, für allgemeine Sachen von Daesh, Taschen etc. Aufladen von Mobilfunkgeräte etc. Das war im Großen und Ganzen meine Arbeit. Ja, das war es eigentlich, so groß und Ganzen. Ja. Peki sen kaçan çetelerin Türkiye'ye gittiğini, orada ceza almadıklarını, hatta yabancıların bile çok rahat çıkıp iş bulabildiklerini anlattı. Bunu da anlatır mısın? Und wie gesagt, manche von, das haben wir auch alle mitbekommen sozusagen. Manche sind auch nach Türkei gegangen. Die haben Daesh verlassen und sind in Türkei gegangen und wir haben auch mitbekommen, dass sie nicht bestraft wurden. Genau das Gegenteil, sogar in Türkei am Arbeiten schon waren, ja. Das haben wir auch mitbekommen. Das waren auch einige. Und ich glaube sogar jetzt sind es immer noch viele, ja, die nach Türkei gegangen sind und frei rumlaufen sozusagen. Also ich hatte einen Freund, der hat mir erzählt, ja, mein Freund ist nach Türkei gegangen, also er hat Daesh verlassen und ist nach Türkei gegangen und der ist nicht in den Knast reingekommen, im ganzen Gegenteil, ja, der ist jetzt am Arbeiten und kriegt einen Monat 1 Milliarde, ja, das sind das sind so knapp 950 $, Euro etc. Ja. Also der wurde auch nicht bestraft, ja. Das habe ich auch mitbekommen. Also wo ich in Manbij war, wo ich in Shurta Askeriya war, da hieß mein Emir Juhayman und sozusagen der rechte Hand, der hieß Fudayl. Und wie ich mitbekommen habe, also danach, dass er in sozusagen Geheimdienst von Daesh gearbeitet hat und jetzt sich wahrscheinlich auch in Türkei sich befindet. Ja. Und seine Aufgabe in Shurta Askeriya, also der hat nicht viel gearbeitet. Der hat meist auf Arabisch übersetzt, da mein Emir seine Arabisch schwach war. Ja, und dann nach einer Zeit habe ich halt mitbekommen, dass er in Emnin arbeitet und wahrscheinlich außerhalb von Daesh momentan sich befindet. Damals hatte Türkei auch sozusagen einen Vertrag mit Daesh, dass Türkei reinkommt und das Grab von Süleyman Shah ausgräbt und nimmt. Ja, nee, das war auch, da kamen die türkischen Soldaten rein und haben sozusagen den Grab ausgegraben und zurück nach Türkei gebracht. Also das war auch glaube ich, knapp vor 3 Jahren muss es sein. So, was noch? Ja, da waren noch einige Sachen, aber wie gesagt, vieles erinnere ich mich momentan nicht. Yani. Peki son olarak sen dedin nereden gittin Şeddade'ye?
Hece mi? Hariciye. Ben yolu bilmiyordum yani. Yani neredeydin? Hangi şehirde mi? Abu Hammam. Ebu Hamam. Derazor'da teslim oldun. Yok vallahi yani o taraf, ben en çok Halep'te kaldığım için o taraflar fazla. Tamam, Ebu Hamam Derazor'da. Ondan sonra 2017 sonunda mı? 2017 yani şu an 3 ay, 3,5 ay önce mi öyle bir şey? Kısaca böyle niye? Yani niye kaçtın ve YPG'ye teslim oldun? Yani wieso ich mich ergeben habe, also da gab es viele Gründe, aber das kam erst später alles raus. Also erstens, viele haben die Frauen nicht gut behandelt. Sehr, sehr viele, und haben die Frauen ausgenutzt. Die haben sozusagen, manche haben zum Beispiel geheiratet, nach 2, 3 Wochen sich geschieden. Und das bestimmt 10, 15 Mal. Und ja, wie gesagt, und viele haben gearbeitet, nicht ihr Geld bekommen. Und viele wurden auch gezwungen, zum Beispiel Ribat zu gehen. Wurden gezwungen. Du hast sozusagen keine andere Wahl gehabt. Und zum Beispiel viele, die rausgehen wollten aus Daesh, haben die mit Tod bedroht. Auch zum Beispiel, wo ich mich ergeben habe, hätten die mich erwischt, hätten die mich und wahrscheinlich meine Frau, also wie ich bekommen habe, auch meine Frau getötet. Also da gab es viele also Begründungen. Was gab es da noch? Da gab es viele Sachen. Also wie gesagt, das Schlimmste fand ich auch, dass viele gezwungen worden sind zu kämpfen. Zum Beispiel zu mir haben die gesagt, also nach Shurta Askeriya gab einen Befehl, entweder haben die gesagt, du kämpfst, du gehst kämpfen unter Ribat. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, also ich wurde damals verletzt etc. Du hast gesagt, ja, die haben gesagt, ja, du musst eins von beiden aussuchen. Also das mit Shurta Askeriya, Idara Askeriya, das reicht nicht. Du musst auch irgendwann mal auch kämpfen gehen etc. Du hängst schon 2 Jahre sozusagen in Idara und deswegen sollst du auch irgendwas machen, entweder Ribat oder kämpfen. Die meisten gehen kämpfen und du hockst da rum und hängst da Shurta Askeriya und also da gab es viele Sachen und einiges, also vieles, also es kam auch später raus, wurde auch, also die haben uns angelogen. Viele wollten auch, dass wir sterben, also die Muhajirin, dass die Muhajirin unbedingt kämpfen sollen. Also erste Reihen auf jeden Fall, warum wir gekommen sind. Manche sind auch gekommen, da sie dachten, dass manche sind auch gekommen, am Islam zu lernen, also also Islam kennenzulernen, besser kennenzulernen und nicht sofort zu kämpfen etc. Aber wie gesagt, nach einer Zeit sollte jeder kämpfen. Und wie ich gesagt habe, man konnte auch kaum sich widersetzen. Ja, und wir haben auch mitbekommen, die sich von Daesh, also die rausgehen wollten von Daesh, also die Geheimdienste von Daesh, falls sie die gepackt haben, haben die getötet. Ja, das war auch bekannt. Und viele Leute hatten auch Angst. Viele Leute hatten auch Angst. Bis heute wollen auch viele raus, aber wie gesagt, die erlauben nicht rauszugehen.